Welkom naar onze tweede session in onze Evangelium video-series. En we freuen dat u best van deel met mij maakt. En wanneer je dit is een groep top checken doen, welkom. En wanneer je lood worden, is een groep top komen en onthalen van wat deze video van is. We freuen dat je zijn van deel met ons maakt. We zijn in deze series van de Evangelium. En laatste werk zeggen we, de Evangelium is de goede nodig van Jezus Christus, dat hij gekomen is om ons raden. Dit brengt ons dan naar de vraag, wat is, waarom fehlt ons deze rading? Oder we würden kunnen zeggen, we vragen, van wat wil God ons raden? Ons fehlt een raden, wegen we Sünder zijn. Van daar werden we zijn, wat is Sünd en wat kann God ons raden van deze Sünd? So, wat is Sünd? Er zijn bis een paar punten waar ik uitgeven wil, wat de Bibel leert, wat Sünd is. Ursprünglich Sünd ist Kartkommen von Gott sein perfekt moralisch Charakter. Gott ist perfekt. Gott ist vollkommen. In Gott ist er kein Fehler. Gott ist gut. Gott ist vollkommen und er kann nicht sündigen. So, wenn Gott perfekt ist, Gott heilig ist, der wird in sein Ebenbild sein gemerkt, Menschen müssen dann auch perfekt und vollkommen sein. Und wenn wir nicht vollkommen sind, wenn wir nicht perfekt sind, dass Gott perfekt ist, dann kommen wir kart. Und dort kart kommen ist Sünd. Im Alten Testament gibt es uns dort ein Vorbild von kart kommen. Und dort haben wir ein Bild von missen. Wenn wir würden nur was scheiten, das abzielen und scheiten mit einer Reifel, wenn wir würden dort Krag jedes Mal treffen, dort ist gut. Aber wir würden einmal den Besieg treffen oder nicht treffen, überhaupt nicht, und missen, dort ist das Bild, was Sinn uns geben wird. Wir machen jedes Mal, was wir tun, müssen wir dort perfekt treffen, was Gott für uns hat. Und wenn wir den Besieg tun, dann kommen wir kart. Wieder in der Bibel lehrt uns, dass Sünde ist erweichungen. Das ist, wir sind on einem Wandel, wir sollen einmal perfekt wandeln. Das ist nicht bloß, dass wir kart kommen, dass wir sollen eine besondere Weg leben. Und Jesus redet von dem, wenn er von den Weg redet, das ist ein breiten Weg und den schmalen Weg. Und wir sollen in den schmalen Weg bleiben. Das ist ein Weg, wo wir nachfolgen tun. Und das ist ein Weg, wo er uns Lehrer ist. Aber wenn die Dinge sind, die auf dem breiten Weg sind, und nicht mehr, dann werden wir von diesem schmalen Weg raufgehen, dass wir nicht mehr für Gott leben dürfen. In Jesaja Kapitel 53, der 6. Vers, redet ein klein bisschen von das. Er sagt, wir werden alle auf den Irrweg, so als Schub, da jeder seinen Innenweg gehen, aber der Herr lädt alle unsere Arbeit seinen ab. So er sagt hier, wir werden alle auf den Irrweg. Wir gingen in den Weg, ist was wir sollen gehen. Und dann der dritte Part ist, der zweite Part von diesem Vers in der Jesaja, er sagt, sind es ein seinen Innenweg gehen. Ich glaube, der Untergrund von Sinn ist das. Wir glauben, wir können besser tun als Gott. Gott hat uns gemerkt, Gott weiß alles, Gott weiß, was besser ist, und Gott ist Herr über uns, er ist Herrscher über uns. Aber wenn wir würden für uns selbst die Gewalt nehmen und sagen, nu will ich sein, was ich tun soll, nu will ich sein, was recht und ordentlich ist, das ist, wir stellen uns ab, dann entsteht es Gott. Gott ist auf dem Thron im Himmel, und leider dort Gott Herrscher über uns ist, wir wollen haben, wir sollen auf den Thron setzen, dort wir Boss sein über uns in das Leben. So woran wir, wo weit wir dann, was recht und ordentlich ist. Das ist auch sein, dass Sünd ist, erste Zeit, wo wir nicht Charakter ableiten, mit wer Gott ist. Das hängt sich an Gottes Charakter. Wenn Gott einmal treu ist das ordentlich zum Leben. Wenn Gott Leben schenken wird, wenn Gott Leben geben wird, ist das ordentlich in Mörder sein. Und so wieder, alles, was wir sehen in der Bibel, wo Gott jenen reden wird, das hat alle mit den Dingen zu tun, was jenen gehen, wer Gott ist. Gott ist gut und irgendwas, was nicht stimmen wird, mit wer er ist dann ordentlich. So Sünd hat dann in drei Part von, wo wir singen tun. Ursprünglich, die Sünd ist von ungehorsam sein.
Wenn wir ungehorsam sind, Gott hat uns da klar gesagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Dann, wenn wir gehen in Jängen, kriegt dort, was Gott uns gesagt hat, dann sind wir ungehorsam. Und das ist artig, das ist Sünde. Ich glaube, wenn wir Älteren sind oder wenn wir mit beobachten, dann was das ist, wir wissen, wo das schaffen wird. Der Älteren sagt, das ist das, was du tun. Und du musst das tun, und wenn du nicht das tust, dann bist du ein Artigen. Aber was tun wir das Kinder und was tun Kinder? Wenn die anderen nicht kicken, dann sie kriegen, was sie wollen. Und das ist ungehorsam sein und das ist auch Sünde. Wieder sind es von nicht recht tun. So sind es jüngsten Zeit, was wir dort tun, was wir nicht sollen tun. Aber sind es auch, wenn wir nicht dort recht tun, was Gott sagt, wir sollen tun. In Jakobus Kapitel 4, der 17. Vers sagt es, wer du weit, gaudet zu tun, und der dort nicht, vor dem es dort sind. Viele Christen leben ein sehr flaches Verständnis von was Sinn ist. Sie glauben, solange es wie von dort fragt, von dort beiset wegbleiben, dann von dort was schlecht ist, dann wollen wir nicht singen. Aber warum sagen, dort meint nicht, dass wir nicht singen tun. Gott sagt, wenn wir was gaudet sollen tun, und wir dort nicht tun, dann sind wir Sünder. Warum ist das? Das hängt weiter an was Gott seine Natur ist. Gott ist in seinem Leben, aber dort er wieder jetzt. Er tut, was recht ist. Das ist nicht bis dort Gott hängen bleiben wird und nicht das. Er jetzt wieder in das Recht. Und wir dann sollen auch. Und wenn wir dort nicht tun, dann ist dort Sünde. Und dann Römer Kapitel 3, der 32. Vers sagt, dass Sünde ist von Fehler. Sünde ist nicht bloß ein Ding, was wir tun. Das ist nicht bloß ein Ding, was wir kart ankommen. Sünde ist Fehler, wenn wir dort nicht ganz merken, was vollkommen ist. Römer Kapitel 3, der 23. Vers sagt, du hast keinen Unterschied. Alle Mann hat gesündigt und kämpft du an Taughart, was er bei Gott sein soll. Und in Englisch sagt das, we fall short of the glory of God. Wir kommen kart, so Gott sein als Gott. So wenn wir was tun, da sind Tiden, das best einmal uns basset als der Weg noch nicht gut genug. Wenn wir dort nicht gut haben, oder nicht gut genug ist, dann kommen wir kart. Und in all dieser Wege sind wir Sünder. So, wie können wir jetzt sagen, was Sünde ist? Sünde ist nicht bloß so, was wir tun, dort ist auch, was wir denken, dort ist auch unser Motiv. Sünde ist nicht bloß so ein Ding, was wir durch unser Hängen, Fight tun und durch was wir durch uns Müll tun. Sünde ist auch in uns Hort. Wenn wir in Hort Aufgangs haben, wenn wir in Hort Host haben, dort ist auch eine Sünde. So werden wir nicht bloß Christen sein, was kicken und was wir tun, aber werden wir auch sein, was wir in Hort sein und sein, wo wir durch auch hart kommen tun. Die Bibel lehrt uns dann wieder dort, Sinn bringt eine Uitfall. Sinn haft einmal in Preis, Sinn haft einmal einen Lohn. Sinn bringt was Dinge in uns Leben an, was nicht gut sein. Erstlich, Sinn bringt eine Sinn-Natur. Römer Kapitel 5, der 12. Vers sagt, so als durch einen Mensch der Sinn in der Welt nankam, und durch den Sinn der Tod. So hat sich der Tod über alle Menschen gespreit, wills sie alle singen. Und Schreiber sagt mal, wir sind nicht Sünder, wegen wir singen, wir don't singen, wegen wir Sünder sind. Dort fängt an mit, wer wir sind, uns Natur als sind. Und wenn wir in Hort Sünder sind, dann leben wir doch bloß aus, was wir in Hort haben. Wieder die Bibel lehrt uns, dass Sinn bringt den Jäschen Tod. Römer Kapitel 6, der 23. Vers sagt, der Lohn den Sinn holt es der Tod. Gott aber schenkt dort ewig Leben in Christus Jesus uns Herrn. So der Lohn von der Sinn holt es Tod. Was ist das Tod? Das ist ein jetzigen Tod. Wir wurden getrennt von dem ewigen Leben. Gott ist der, der das ewige Leben schenken wird. Wer in Gemeinschaft erstmal arm hat, das ewige Leben.
En wanneer we getrennt zijn van God, dan hebben we dat Gemeinschaft niet wat ons tot eeuwig Leben bringen wird. In Sinnewaarts zijn we dan jästlich dood. De Bibel leert ons ook dat zin verdorft ons leven. We zijn in 1. Moses kapitel 3, dat wanneer Adam en Eva in den Garten zingen deiden, er waren welke dingen wat in het leven naambrengen deiden, waardoor zin het leven ganz verdorven deiden. Eerstlich, wanneer we in 1. Moses kapitel 3 lezen, dan we zijn dat schand keim der gezend. We schämen ons wanneer onze zin wordt uitgevangen. We schämen ons wanneer we ons zelfs onderzoeken doen. Zin brengt schand. En zin brengt niet pracht. En wanneer mensen zich vielleicht ook groot doen met ihre zin, dat is, glaube ich, nicht, dat die ernstlich ihre zin gleichen. Zin brengt schand. En dat is niet bloos dat we ons schämen doen, wanneer we zingen doen. Dat is wanneer mensen jengen ons zingen doen. Dat zin en woord in ons verdorven wordt, dat merkt ons verken schwinsfeil. En de andere persoon merkt ons dat we ons schämen doen over die zin. En deze schäm is dan dort, wat verken zin in een diesen aandrijven wordt, wo zin dan ook nog 4 graden grof heeft en even gewoon krijgen over ons. En dan, dat brengt er afgezonderd van God. We zijn getrennt van God. En wanneer we lezen in kapitel 3 door, in de 8. vers, dat zegt, ja, God kwam in dat Garten aan en hij zegt voor Adam en Eva, en hij vond die niet. En wegen, zij hadden zich getrennt van God durch ihre Sünde. En nu wieder allemaal wat twischen in God. De Gemeinschaft wordt volkomen weer, wordt perfect weer, wie nu getrennt. En wie, wenn wir Christen sind, wir können nicht glauben, dass wir wollen in der perfekten, gute Gemeinschaft haben mit Gott, wenn wir in sein Leben tun. Das ist unmerklich wegen der Trennung uns von Gott. Und ich würde sagen, diese Trennung sei wir auch in unserer Gemeinschaft mit Menschen. Wenn wir gegen eine andere Person singen tun, dann ist die Gemeinschaft mit der Person fertig ganz zwei. Und dann erst der Sinnflucht. Kapitel 16 en 19 zei we, wat zin bracht naar vlucht. Nu wordt alles spannender zijn. Nu wordt de zang tussen de persoon zijn. We zijn dat hier weer nu voor de eerste maand een strijd tussen Adam en Eva. Nu weer door zang, nu weer dat de dingen worden jengen een orde draaien en een van die wordt een moeder zijn. En dat bracht een vlucht. En zo weer over de ganze wereld, als wat God gemerkt, wie nu onder deze vlucht. En alles wordt spannender. En de dood kwam door deze Sünde. Aber die Bibel sagt uns wieder auch nicht bloß, dass Sünde das Lam bringen wird. Aber uns fehlt ein Evangelium, wegen wir können nicht uns dort verdienen. Das ist nicht, dass wir können nicht sein, weil es auch Gott gelebt, meine gute Werke sind nicht mehr als unsere Sünde. Und dann wieder, was das in uns fehlt gerade von Sündenkraft. Wenn wir Sünder sind, die Sünde hat eine Kraft über uns. Die Sünde ist, die uns über uns herrschen. Die hat eine Kontrolle über uns. Sünde merkt ins Klo von jeder Person, die in Sünde leben. Johannes Kapitel 8, 34 bis 36 sagt es das. Jesus sagte an, ich sage Ihnen die Wahrheit, wer du sündig, ist an der Sünde versklavt. Ein Sklav bleibt nicht ewig in Hus. Der Sehn aber bleibt ewig. Du wegen, wenn der Sehn ihn frei merkt, sind die wirklich frei. So Jesus redet hier, wenn wir Sünder sind, wenn wir sündigen, dann sind wir versklavt zu der Sünde. Aber der Gott nur recht, und das ist, was der Evangelium ist. Der Evangelium sagt uns, dass wir frei sein können. Wenn wir in Christus sind, dann können wir frei sein von der Sündenkraft. Sünde stellt auch von uns eine jährliche Friede. Ich sage fertig, dass die Person, die der wenigste Friede hat, ist so eine, die braucht, für Gott zu leben und auch für die Welt zu leben. Wenn wir als Christen Jesus angenommen haben, dann sind wir wiedergeboren. Wenn wir wiedergeboren sind, haben wir eine frische Natur.
En wanneer we dan proberen te zingen, wie ons wordt de zin niemals te schijn gaan, is eerst, wanneer God heeft in ons leven gezet. En wanneer de zin is, waar we niemals kan de gemeenschap vrede vinden, durch Gott, wanneer de zin in stich is. En zin weg, jet ons de zin niet schijnen en ons jet de gemeenschap niet schijnen. Maar de Evangelie brengt ons dan de goede Nachricht. En de goede Nachricht is dit. Jezus is ons Rader van Sünde. Dort wordt Sünde in ons deed. De geestlich dood. Dat de Sünde ons leven verdorven deed. Dort heeft God gekomen. Op te riemen. Los te kijken en ons te raden. Wanneer we van Sünde dan reden en van Sünde unterhalten, da ist wichtig, dass wir das recht verstehen und in recht uitleggen doen. Ich glaube, wenn wir von Sinn reden, dann sind ein paar Dinge, die wichtig sind. Erstlich, wir können nicht Sinn zu nichts merken. Sinn ist wörtlich ein wichtiges Ding. Das ist dort, wo uns trennen wird von Gott. Das ist dort, wo uns Leben verdorben wird. Dann werden wir sein, dass wir Sinn ernst nehmen dürfen. Aber eine andere Seite ist, wir können nicht den Großen merken von Sinn. Wegen Jesus ist immer gratis unser Sinn. Gott seine Gnade ist immer gratis unser Sinn. Gott seine Leib ist viel stärker als unser Sinn. Du hast nichts, was wir können tun, was uns wird trennen von Gott seine Leib. Dort wir können nicht nur Gott kommen. Und mit dort, und das sehen wir das letzte Werk, wir sollen mehr reden von der Radung, als was wir tun von der Sünde. Wie ist es nicht Kirche, wie ist es Christen? Weil wir lieber von der guten Nachricht von Jesus Christus reden, mehr ist, was wir von der Sünde und von was der Sinn bringen, von reden. Vielleicht ihr das von der anhören und ihr denken zu euch selbst. Du weißt nicht, was ich getan habe. Du weißt nicht, was mir in Hort ist. Du weißt nicht, die Dinge, was ich mit kämpfen will. Wenn die dort küsst sein, und Gott sieht krank, wer wir in Hort sind. Wenn die dort seinen küsst, dann wirst du tauschen, dort für mich erst keine Hoffnung. Aber die Bibel gibt uns Gott nur recht. Die Bibel lehrt uns, du hast keiner, was nicht kann gerettet sein durch Jesus Christus. In 1. Timotheus, Kapitel 1, 15. Vers sagt dort, dort ist eine Wahrheit, die voll anzunehmen und zu glauben ist. Dort Christus Jesus in dieser Welt gekommen ist, der Sünder selig zu merken. Von daher auch der Äußerste wir. Wer wir Paulus? Paulus wir ein Jude, was die Kirche braucht, dort zu bringen. Hij wir ein Gesetzlehrer, was Haus zu Haus gingen und braucht die Christen festnehmen und die Christen umzubringen. Wenn er Paulus raten, dann kann er die auch raten. Du hast keinen Sinn, was so groß ist, dass Gott seine Leib, Gott seine Radung nicht kann den Sinn abreben. Das ist keinen Sinn, was Gott nicht vergeben kann. So ich will von dir die ermutigen. Ich weiß nicht, was du getan hast. Ich weiß nicht, was die in Hort ist. Ich weiß nicht, was die mit schämen ist, von was du getan hast. Aber Gott weiß alles, was die in Hort ist. Gott weiß alles, was du getan hast. Und wenn Gott hat auch alle weiten wird, Gott sagt, Gott fragt, Gott wird die anladen, komm zu mir. Keine Sünde ist zu groß, keine Sünde ist zu stark. Dort Gott seine Radung kann nicht raufregen nach jeder Person und den Mensch vergeben, dass der Radung du ist. So, wenn wir dann von Sinn von der reden tun, und wenn wir Christen sind, werden wir nicht bloß von Sinn in seiner Weise reden, dass es bloß von Büten ist. Werden wir nicht bloß von Sinn reden, so dass wir reden von dort, was wir tun, und dort, was wir von wegbleiben. Werden wir uns hart untersegen, dass wir sein, wo wir kart kommen in Hort. Und wenn du von dir so eine Bas, was feilt sich, du bist Büter Gott seine Radung. Deine Sünde ist zu groß, deine Sünde ist zu deep. Ich will die von dir ankriegen. Komm nach Jesus. Bet Jesus an, Gott will die raten. Gott will dir das ewige Leben, was bloß durch Jesus Christus kommen wird. Ich will dir von dir danken, dass du von dir mit mir taub bist gegangen durch diese Session. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Gottes Segen.